Wir waren ja fleißig am Felle sammeln. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt freikommt. Normal schon. Er hat uns das Wort gegeben. Aufpassen, was man so rum erzählt. Wer sagt denn sowas? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das hat er wirklich nicht. Ich hätte das nicht gedacht. Jetzt hätten wir uns auch noch gleich trainieren lassen können. Wir haben ja noch Lernpunkte. Können wir eigentlich, ja, das rennen wir dann gleich nochmal um. Zu die Paladine. Du bist jetzt also ein Paladin. Gratuliere. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass du nicht lange bei der Miliz bleiben würdest. Tja, so schnell kann es gehen. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle. Das war eine große Tat. Gibt's denn Kopfgeld? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Haben wir nicht. Gut. Ach, Bennett ist schon frei. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt. Dann laufe ich jetzt nochmal schnell um zu die Paladine. Um unsere Punkte zu verbauen, also unsere Erfahrungspunkte. Lernpunkte, wie gesagt. Von einem klugen Berater Lord Hagens bewiesen wurde. Daran wird sich nie etwas Das weiß ändern. doch inzwischen jeder. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich habe mir das schon gedacht. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Das ist doch lange bekannt. Was, Diego noch was? Das war doch klar. Kannst du mir was beibringen? Lange bekannt. Ich muss mich erst um meine Geschäfte kümmern. Von mir Ach habt ihr so, das nicht. ja, dann kümmert ihr drum. Aber die Paladine können uns was beibringen. Denn wir haben ja 25 Lernpunkte und die müssen nochmal weg, damit wir besser werden. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Ich hätte das anders Das ist natürlich die gemacht. Frage, wer. Das habe ich früher auch. Da fragen wir am besten nochmal den da erinnert. Albrecht. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich würdig erweist, werde ich dir die magischen Runen der Paladine verleihen. Außerdem kann ich dir beibringen, deine magische Kraft zu vergrößern. Rune. Bin ich würdig, eine Rune zu empfangen? Als Zeichen deines Ranges verleihe ich dir die Rune des Lichts. Sie ist Symbol der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Leuchtet all denjenigen den Weg, die den aufrechten Pfad Innos begehen. Alle weiteren Runen musst du dir verdienen. Komme wieder, wenn du denkst, dass du dich ihrer würdig erwiesen hast. Aber gerne. Also wir haben die Rune des Lichts gekriegt. Das heißt, wir können jetzt immer Licht machen. So. Aber er kann uns helfen. Glaubst du wirklich daran? Kannst du mich trainieren? Du tust gut daran, dich in dem edelsten aller Kampfstile zu üben. So wie es sich für einen Streiter Innos gehört. Ich werde dich ausbilden. Erstatte mir Bericht, wenn du bereit bist. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich bin bereit für das Training. Zweihandwaffen. Ja, das ist natürlich uninteressant. Wir benötigen ja Stärke. Ja, kann denn da keiner Stärke? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Der Pfad der Tugend ist... Gibt es ja keinen Schmied? Das ist eine schlimme Sache. Stadtwache war da? Das habe ich früher auch. Davon erzähl lasse mir ich nicht lieber sowas. die Finger. Wer Auch sagt seine denn Entscheidung. sowas? Das Ich höre glaube ich zum da ersten nicht Mal. Ich habe keine Ahnung, wer uns sowas beibringen kann. Ich kenne sowas. Also Stärkepunkte, Moni. Das war Der doch erzähle klar. ich gar nichts mehr. Ist Schlimme doch Zeiten wahr. Naja, gut. Das war Dann doch werden wir klar. mal ins Kloster sausen. Da muss man auch mal zuhören. So, der Met hockt auf der offenen Tür.
Ich kann das kaum glauben. Bist du jetzt wirklich ein Paladin? Offensichtlich. Wenn jemand wie du bei den Paladinen mitmacht, dann können sich die Schergen Biljas warm anziehen. Wenn du mit dem Schläfer fertig geworden bist, sind die paar Orks ja wohl kein Problem. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß, aber es ist trotzdem gut, dass du auf unserer Seite stehst. Schon gut. Was machst du hier im Kloster? Lass mich raten. Du willst dich in der Kunst der Magie unterweisen lassen. Mal sehen. Wusste ich's doch. Sprich am besten mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Du findest ihn vor der Kapelle. Genau, wir möchten uns unterweisen lassen. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Parlan? Irgendwann muss das ja so kommen. Marduk ist der da. Willkommen, mein Sohn. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Ja, seit 5 Minuten erst. Denn sowas? Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Innos dir immer den nötigen Mut spenden. Nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht. Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Innos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Und die Magie? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du in der Stadt lernen müssen. Ja, wo ist jetzt? Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eins der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Innos heilige Kraft durch die Schwertklinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Möglich ist alles. Was meinst du damit? Als Innos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Innos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Innos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Vielleicht später. Du bist mir jederzeit herzlich willkommen. Das wird sich nie ändern. Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erzklinge. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Das will doch keiner wissen. Wo bekomme ich eine Erzklinge her? Versuch es in der Stadt, bei Harad, dem Schmied. Er versorgt die Paladine mit den Erzklingen, solange sie auf der Insel sind. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ah ja, dann wissen wir das auch. Eine Erzklinge. So, wer bringt uns jetzt was bei? Händler im Kloster. Lehrer in der Burg. Bei den Piraten. Donik. Ja, dann müssen wir auf eigene Faust suchen. Wer erzählt denn sowas? Möglich ist alles. Und glaub ja nicht, dass das... Vielleicht Palan? Hey, du. Warum erfahre ich das jetzt erst? War doch seine Wo finde ich...
Glaubst du wirklich? Möge Irgendwann muss das Ja. ja so kommen. Natürlich. Das hätte ich dir vorher sagen können. Vielleicht doch noch von denen zwei davon. Da nix. Da andere wahrscheinlich auch nicht. Tja, das ist natürlich die Frage, wer bringt uns das mit den Runen bei? Also mit den Magiekreise, wie gesagt. Der Pfad der Tugend ist lang und steinig. Das liegt doch auf Da glaube ich war auch noch einer. Ja, da. Heute kann Taschendiebstahl, das war jetzt glaube ich nicht so gut. Ich brauche ein paar Dinge. Nein, leider brauchen wir keine Dinge. So steht es in den Heiligen Schriften. Ach, da geht's wieder oben, ne? Da waren wir schon mal unten. Aber es war bei Paladin, jetzt hätte man vielleicht mehr Rechte. Hey, du. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Alchemie. Wir würden lieber in die Magie geweiht werden. Also mit der Magiekreise. Der heilige Hammer. Was ist mit dem da hinten? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Ach so, da darf man nicht mehr als Paladin rein. Was ist da drin? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, die Schatzkammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Natürlich die Frage, wer den Schlüssel hat. Ja, zuerst schicken sie uns jetzt ins Kloster wegen der Magie. Möglich ist alles. Aber wer bringt uns was bei? War doch seine Entscheidung. Da ist auch keiner. Vielleicht drüben in der Bibliothek. Möglich. Da glaube ich waren auch noch zwei Magier. Immer wieder das Gleiche. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So. Da ist einer. Hey, Da war nicht. Vielleicht der andere. hey. Die ehrenvollen Streiter Innos verirren sich selten in diese Räume. Was kann ich für dich tun? Ich habe das Auge Innos zurückgebracht. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Ja, der bringt uns scheinbar auch nichts bei.